Hallo, neue Jodedach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Zuletzt haben wir uns ja beim Silvester-Special gesehen und seitdem habe ich ein bisschen abgewartet, was sich so beim FC so tut, weil ihr wisst ja, Freundschaftsspiele und dergleichen jucken mich 0,0. Es geht um gar nichts, außer um Form. Allerdings hat sich gestern Abend unser Neuzugang der Mannschaft angeschlossen. Wir leihen einen Innenverteidiger aus und sein Name ist Jamai Simpson Pusey oder Pusey. Ich hoffe doch, das wird so ungefähr ausgesprochen und nicht anders, weil sonst gibt es da wieder irgendwelche Assoziationen und irgendwelche Anspielungen und insbesondere, falls er sich nicht als besonders stark erweisen sollte. Aber gut, ja, der Junge scheint doch recht vielversprechend zu sein. Ist natürlich schon ein bisschen interessant, würde ich mal an der Stelle sagen, dass wir so einen jungen und ja, recht unerfahrenen Spieler da verpflichten. Ja, auch mir ging da ein bisschen so durch den Kopf, ja okay, da haben wir trotzdem Bakatukanda abgegeben, da haben wir trotzdem Pauli abgegeben und ja, wir geben jetzt auch, um das jetzt auch nochmal hier direkt abzuhacken, Neotelle an Fortuna Köln aus. Hatte ehrlich gesagt gedacht, da wird noch was draus, es wird jetzt auch einer unserer kommenden Emporkömmlinge und ist auch nicht so der Fall. Wir müssen jetzt erstmal auch abwarten, wie sich das Ganze hier entwickelt. Aber ja, Stand jetzt, mit was für einer Erfahrung kommt denn der Junge zu uns? 2 Champions League Spiele, in denen er laut Pep Guardiola sehr überzeugt hat. Guardiola und City scheinen ja wirklich große Stücke auf ihn zu halten. Und auch in der Premier League 2, das ist so quasi die U21-Liga in England, da scheint er ja ein bisschen so in der Form überzeugt zu haben, dass er auch mal Verantwortung übernimmt, dass er auch mal vorne rangeht und seine Spieler anleitet. Und nun ja, bin mal gespannt, wie sich das in dem jungen Alter jetzt schon beim FC übertragen lässt. Abstiegskampf ist natürlich eine andere Geschichte, als jetzt zum Beispiel mit so einem Club wie City irgendwie hoch hinaus zu gehen. Und nun ja, er wurde schon ausgeliehen diese Saison an Celtic Glasgow und da lief es ja nicht so besonders. 60 Minuten insgesamt hat er da gespielt. Ich hoffe doch, es werden beim FC mehr und es werden auch recht erfolgreiche Minuten, die er hier spielt. Bisher recht sympathischer Eindruck. Er hat ein bisschen auch so verlautbaren lassen, dass er sich mit der Geschichte des 1. FC Köln ziemlich beschäftigt hätte und richtig heiß darauf ist, Hennes kennenzulernen. Auch Kwasniok hat sich sehr auf ihn gefreut, ihn groß angepriesen und deswegen bin mal gespannt, aber ich weiß nicht, ob sich damit unser Abwehrproblem in der Innenverteidigung lösen lässt. Einen so jungen Spieler so eine große Verantwortung zu übertragen, das ist natürlich ein gewisses Risiko, aber wir haben eine gewisse Win-Win-Situation. Es ist nur eine Leihe bis Saisonende mit einer Kaufoption, aber soweit ich das verstanden habe, inklusive Rückkaufoption von City. Mal sehen, City scheint ja auch wirklich viel von ihm zu halten. Aber nochmal, um auf Guardiola anzusprechen, der ihn ja ziemlich gelobt hat und ihm eine große Karriere prophezeit hat. Das hat er auch bei Gianluca Gaudino gemacht, als er noch bei Bayern München der Trainer war. Nichtsdestotrotz, ich hätte mir schon gewünscht, etwas erfahrenerer Innenverteidiger kommt. Ehrlich gesagt, mit der Personalie Bono habe ich mich gar nicht beschäftigt, weil ich es ehrlich gesagt nicht für realistisch gehalten habe. Das hier ist natürlich wieder realistisch im Rahmen der Möglichkeiten unseres Vereins und Kess bzw. Kessler lag ja recht selten diese Saison mit seinen Transfers falsch. Ich hoffe doch, dass er da wirklich wieder den guten Riecher hatte. Weil, wie gesagt, diese Innenverteidigung ist wirklich schwach. Wir haben dort wirklich jetzt Verstärkung gebraucht und ich hoffe, dieser Junge ist die Verstärkung, weil ich weiß nicht, ob jetzt noch jemand kommt. Keine Ahnung. Klar, das Transferfenster ist noch lang genug offen. Ich habe auch verdrängt, dass diese Winterpause schon am kommenden Samstag vorbei ist. Wir werden uns auf jeden Fall noch in 2 Tagen sehen zum Spieltagstalk. Und ja, das sind jetzt erstmal meine Gedanken zu diesem Transfer. Wie gesagt, finde es schon merkwürdig, einen so jungen Spieler jetzt zu verpflichten, einen weiteren jungen Spieler für die Innenverteidigung, anstatt zum Beispiel schon vor der Saison auf Julian Pauli oder auf Elias Bakatukanda zu setzen. Weiß nicht, ob es nicht vielleicht sogar das ähnliche Niveau ist. Ein bisschen mehr Erfahrung auf Profiniveau haben nämlich die beiden. Stattdessen wagen wir diesen Schritt und ich hoffe doch, dass dieser Schritt von Erfolg gekrönt ist. Insbesondere, da er jetzt nur Telle bei Fortuna spielen wird. Das sind jetzt meine Gedanken dazu. Wir sehen uns auf jeden Fall am Donnerstag wieder zum Spieltagstalk. Und an dieser Stelle bedanke ich mich jetzt erstmal für diesen Tag recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sage mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen es doch wiedersehen.